Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, diesmal zum 27. Bundesligaspieltag zu Hause gegen Union Berlin. 14:0 weggefegt. Weggefegt. Bevor wir da reingehen, ihr kennt den Spaß. Wenn euch gefällt, was ihr hier seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Joa, und damit gehen wir mal ein bisschen rein. Für mich persönlich habe ich ja in meinem Taktikfuchs gesagt, das erwartete Spiel, ja, muss man ganz klar sagen. Union hat uns einfach nichts entgegenzustellen. Ja, wenn wir unsere Form auf den Platz kriegen, dann ist Union eine Mannschaft, die uns nichts entgegenzustellen hat. Erst recht nicht auswärts. Zu Hause, ja, also Union waren mit die schwersten Spiele auswärts, die uns am schwersten gemacht haben. Haben wir auch heute die erste halbe Stunde gesehen, ja, wenn wir nicht 100% griffig sind, nicht 100% Laufbereitschaft haben, dann ist es schwierig gegen so eine defensiv gut organisierte Mannschaft. Aber das war's dann auch. Ja, wenn der Riegel geknackt ist und das war's mit dem Doppelschlag vor der Pause, war das Spiel gelaufen. Ähm, ja, dann siehst du so eine zweite Halbzeit, ja. Und dann siehst du ein 14:0, was eigentlich hätte heute 7-18:0 heißen müssen, muss man ganz klar sagen, ja. Wir haben gesehen, dass Harry Kane doch ein Mensch ist heute. Dazu haben wir 2 Pfostenschüsse gehabt von Olise und Lenny. Ähm, also Union ist mit dem 14:0 sehr, sehr gut bedient, denke ich heute, ja. Man hatte so einen kleinen Moment in der ersten Halbzeit, wo man gedacht hat: „Ach du grüne Neune, geht das wieder los“, ne? Ist heute wieder so ein Tag, wo das Tor vernagelt ist, weil wir 3, 4 hochkarätige Chancen hatten und das Ding einfach nicht gemacht haben. Und selbst Harry Kane hat's nicht gemacht, dann kommt vielleicht so ein kleiner Moment auf, aber Michael war heute der Spieler, der unsere Offensive getragen hat in allen Bereichen dieses Spiels, muss man sagen, ja. Ähm, auch wenn Serge vielleicht der ist, der 2 Tore gemacht hat, für mich ist heute Spieler des Spiels definitiv Michael. Das war überragend, wie viel Spielfreude der hatte und, ja, wahrscheinlich musste er das rauslassen, weil er 'n Spiel draußen sitzen musste. Ähm, Es hat nur eine Mannschaft Fußball gespielt und das waren wir, ja. Hm, Vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie wir damit umgegangen sind. Ich meine, das ist jetzt nichts Neues diese Saison, ja? Wir haben das schon öfters mal gehabt. Die Mannschaft bleibt geduldig, ja? Ja, Union hat's gut gemacht so, die ersten 20, 25 Minuten bis zu 'ner halben Stunde hat Union es wirklich ordentlich gemacht, ja? Aber selbst in dieser Phase waren wir ja immer wieder geduldig und haben vereinzelt hochkarätige Chancen rausgespielt, ja? Und Union hat ja am Ende Glück gehabt, dass es so lange 0:0 stand. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und ja, ich bleibe dabei, das ist nicht zielführend. Ja, wenn du dich als Mannschaft in München versuchst, hinten reinzustellen, wirst du nicht durchkommen. Punkt. Dafür haben wir zu viel individuelle Qualität und dafür haben wir auch zu viel Qualität als Mannschaft. Das hat man heute auch gesehen. Das war heute auch mannschaftlich ein sehr, sehr gutes Spiel von uns, meiner Meinung nach. Kommen wir aber gleich in der Einzelbenotung noch zu. Ja, und dann, wie gesagt, der Doppelschlag vor der Pause. Das erste Tor ist gefallen und dann ist vielleicht auch so ein bisschen dieser Gedanke, den ich gerade hatte, in der Birne bei den Spielern weg, ey, dass heute so ein Tag ist, wo du das Tor nicht triffst, wo du viel Pech hast mit Pfosten und so weiter. Ja, und dann ist es da hingegangen, wo es hingegangen ist, ja. Und Union kann froh sein, dass wir dann sogar noch ein paar PS rausgenommen haben. Wir haben natürlich trotzdem weiter versucht, nach vorne zu spielen, so, das ist halt einfach unsere Mentalität. Aber natürlich haben wir natürlich auch PS rausgenommen, ja. Das muss man ganz klar sagen. Union war maximal überfordert. Ja, ganz zum Schluss mit den Auswechslungen, die dann getätigt wurden, ja, dann da war Union ein bisschen da, ja. Dann war der ein oder andere Spieler da, der sich ein bisschen gewehrt hat und der vielleicht auch noch Bock hatte. Ähm, aber gut, die Herangehensweise von Union war, wir stellen uns hinten rein und, ja, dass das der verkehrte Weg ist, haben wir gesehen. Natürlich ist es auch nicht der Weg, „Ey, komm, wir spielen mit“, so wie Atalanta Bergamo im Hinspiel oder sowas. Ja, das kannst du natürlich auch nicht bringen. Du musst halt eine gute Mischung aus beiden finden, um uns irgendwie weh zu tun, ne? Ähm,
Und dazu sehe ich in der Bundesliga keine Mannschaft imstande. Ja, auch Leverkusen war dazu nicht imstande. Sie können es vielleicht im Pokal-Halbfinale zeigen, dass sie dazu imstande sind. Aber ich will jetzt nicht wieder auf das Leverkusen-Spiel rumreiten. Wie gesagt, Union war heute kein Gegner, war das, was ich erwartet habe. Und genauso ist es gekommen. Freut mich auch, dass wir zu 0 gespielt haben, aber Union hatte auch bis auf diesen einen Torschuss, den Urbich da schön nochmal eine Flugparade einlegen konnte, der aber auch gar nicht so leicht war, wie er aussah, weil er schon aus einer kurzen Distanz war und relativ zügig das Ding aufs Tor kam. Ordentlich gemacht und ja, freut mich für den Jungen, dass er zu 0 spielen konnte. Ich gucke jetzt mal eben, ob mittlerweile Statistiken auf der Bayern-Seite da sind. Wahrscheinlich nicht. Ist heute so ein Tag, da existieren keine Statistiken, ne? Von daher zeige ich euch mal die Sofascore-Statistik. Vielleicht der eine oder andere kennt die Seite nicht, gönnt sie euch gerne. Für die Jungs, die ja eher auf Statistiken stehen, wie auf was anderes. Hier auf Sofascore findet ihr alles. Hier gibt es keine Statistik, die es nicht gibt. Ja. Bin ich jetzt nicht so der große Freund von, aber wenn ihr mal eure Argumente untermauern wollt, dann könnt ihr das hierüber tun. Ja. Ich gehe nur mal die Hauptstatistiken durch. XG-Wert 5,53 zu 0,21, Großchancen 10,0, Schüsse gesamt 31,5, Ecken 12,1, Pässe 702 zu 244. Das sagt eigentlich schon alles aus. Ja? Wir haben hier unten noch die Statistik aufgeschlüsselt. Schüsse aufs Tor 9,1, Lattenpfostentreffer 2,0, Schüsse neben das Tor 14,1, geblockte Schüsse. Schüsse innerhalb des Strafraums, etc. Ihr findet auf dieser Seite wirklich alles an Statistiken, was ihr euch vorstellen könnt. Ja? Ihr seht hier Duelle, Verteidigung, Pässe, Torwart. Ihr könnt hier auch jeden einzelnen Spieler euch anschauen. Keine Ahnung. Ja, das ist natürlich dann jetzt ausgepoppt, wenn wir Michael Olisse sehen. Aber ihr könnt hier auf Spielerstatistik gehen. Und dann seht ihr hier Michael, ein Tor, Tactics gewonnen, angekommene Pässe, Prozentsatz, Duelle gewonnen, Zweikämpfe am Boden gewonnen und so weiter, in der Luft, gespielte Minuten, bla 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 bla. Ja, ihr seht sogar, wartet, bin ich natürlich hier wieder rausgegangen. Ja, ihr seht das Fenster jetzt hier leider nicht, das ganz rechts, was hier aufpoppt, das kann ich leider nicht rüberschieben. Aber da seht ihr sogar jede einzelnen Pass, jede einzelne Raum, in dem er sich bewegt, etc. Ja, wie gesagt, für Leute, die auf Statistiken stehen, gibt es ja immer einige, die damit irgendwas untermauern wollen oder was weiß ich was. Gönnt euch Sofascore, Leute. Gut, damit gehen wir rein in die Benotung. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen zu dem Spiel, außer dass Union natürlich nicht auf Augenhöhe war und wir ja locker flockig das Ding eingefahren haben. Fangen wir mit Winnie an. Ey, Winnie und ich sind ja mittlerweile so sind wir ja. War ja 1:1 die Aufstellung, die ich aufgestellt habe. Ja, außer zentrale Mittelfeld, weil Pavlo nicht dabei war, aber ansonsten 1:1 auch vorne den Angriff habe ich genauso aufgestellt. Das ist schon wild, ne? Das ist schon wild. Winnie kriegt natürlich für alle, die sich darüber aufregen wollen, gerne die Note 1,5 von meiner Seite. Jonas Urbich hat ein gutes Spiel gemacht, Note 2. Ist natürlich auch nicht so einfach aus der kalten Hüfte, aber das kennt man beim FC Bayern als Torwart. Muss man das können, ja, dass vielleicht nur 1, 2 Schüsse aufs Tor kommen. Den hat er pariert, ansonsten im Passspiel super sicher gewesen, auch im hinten rausspielen, auch mit dem super hohen Rauslaufen, so wie es Manuel Neuer auch macht, war 2, 3 Mal die Szene. Hat er souverän gemacht, von daher von meiner Seite Note 2. Gut, bevor ich jetzt aber weitermache, mache ich mir mal eben die Aufstellung auf. Damit ich auch eine gewisse Reihenfolge habe, ne? So geht's ja nicht. Weil die Aufstellung gibt es auch nicht auf der Bayern-Seite. Das ist ja grandios heute. Das ist ja wild. Na ja gut, dann muss ich dir auch den Sofascore nochmal aufmachen hier. Wilde Nummer, Leute. Wilde Nummer. Gut, dann fangen wir an mit Conny Leimer, Alter. Weil Conny Leimer ja heute
Linksverteidiger gespielt hat, obwohl wir zwischendrin auch mal eine Viertelstunde gewechselt haben und Conny dann Rechtsverteidiger war und Stunny Linksverteidiger in der ersten Halbzeit. Und zweite Halbzeit war er dann Rechtsverteidiger, weil Stunny in die Innenverteidigung gegangen ist und Tom Bischoff reinkam und so weiter. Wir haben super viele Positionswechsel auch gesehen, sowohl im Angriff wie auch in der Verteidigung heute. Ja, das muss man auch mal hervorheben, denke ich. Und alle Spieler, die daran beteiligt waren, haben es gut gemacht. Ja, auch ein Conny Leimer. Wie gesagt, lassen wir mal die erste halbe Stunde so ein bisschen außen vor. Da könnten wir natürlich jetzt argumentieren, ja, die Mannschaft war zu langsam. Die Spielfreude hat so ein bisschen gefehlt. Wir waren ein bisschen behäbig, ne? Wir sind nicht so richtig reingekommen. Könnten wir natürlich jetzt überall eine halbe Note abziehen oder sowas. Mache ich jetzt nicht. Für mich Conny Leimer. Note 2,5 war ein ordentliches Spiel heute von Conny. Ich erinnere mich an 2, 3 sehr, sehr wichtige Zweikämpfe, die er geführt hat und gewonnen hat. Ansonsten ein bisschen weniger im Spielaufbau eingebunden über die linke Seite. Das hat nicht so gut harmoniert mit Serge Gnabry, aber generell Gnabry, abgesehen von seinen Toren, natürlich kein Vergleich, als wenn dann Luis Diaz über die Seite kommt. Wo Conny Leimer dann auf der rechten Seite war er viel, viel mehr eingebunden mit Michael Olisse ins Aufbauspiel. Das war gut. Von daher 2,5 für Conny. Ja, da sind wir bei unserem ersten Innenverteidiger, Minjay. Ja, Minjay geht gnadenlos in die sehr, sehr guten Leistungen unserer Innenverteidigung rein. Das war eine glatte 2 heute für Minjay. Ja. Ich habe nichts Schlechtes gesehen bei Minjay. War natürlich jetzt auch nicht so gefordert, dadurch, dass Union natürlich offensiv jetzt nicht so stattgefunden hat. Aber wie er auch teilweise, war er teilweise links außen heute in der ersten Halbzeit. Ja? Als Innenverteidiger und war trotzdem hinten, wenn er hinten sein musste, gewichtige Kopfballduelle gewonnen, alles gut. Minjay heute Note 2. Und dann nehme ich den Opa gleich mit rein. Upamecano für mich ein und dasselbe, ist auch Note 2 heute. Auch er war viel, viel, viel eingebunden ins Aufbauspiel teilweise. Ja, 1:1, was ich zu Minjay gesagt habe, geht auf Opa. Ja, damit kommen wir zu Stunny, der ja, vielleicht in der ersten halben Stunde nicht so auffällig war. Wie gesagt, auch dieser Wechsel auf die linke Seite. Auch er hatte so ein bisschen Probleme, ein vernünftiges Angriffsspiel über die linke Seite mit Serge Gnabry irgendwie zustande zu kriegen. Ja, das ist ein bisschen schwierig gewesen. Nichtsdestotrotz hat er ja sogar die Riesenchance vorbereitet für Lennart Kahl über die linke Seite. Ja. Stunny war in der Offensive heute auch auf jeder Position, war. Der war mal links außen, der war mal rechts außen, der war in der Zentrale, hat einen rechten Verteidiger gespielt, hat einen linken Verteidiger gespielt, hat Innenverteidiger gespielt und jedes Mal No-Brainer. Ja, und jedes Mal vorne die Sache mit eingeleitet, entweder sogar als letzter Pass oder als vorletzter Pass. Also Stunny heute für mich auch ein überragend gutes Spiel gemacht, von daher Note 2. Ja, Leon, wenn Leon, ich habe es schon mal gesagt, ich weiß nicht warum, vielleicht ist Leon jetzt einfach freier in der Birne, ja, dass der Abgang feststeht. Wenn Leon immer so gespielt hätte die letzten Jahre, wie er jetzt die letzten Spiele spielt, seitdem der Abschied feststeht, dann hätten wir nie darüber diskutieren müssen, Leon Goretzka abzugeben. Das war heute ein bärenstarkes Spiel von Leon. Ja. Generell das Zusammenspiel mit Josh war heute richtig gut. Richtig, richtig gut. Ja, beide zusammen haben sehr, sehr gut gespielt. Auch Josh war heute gut. Ja, teilweise ein bisschen behäbig, ein bisschen lahmarschig, Josh in der ersten halben Stunde, aber das war die gesamte Mannschaft, deswegen würde ich das heute gar nicht mal so anführen. Ansonsten beide haben die Spieleröffnung gesucht, auch mal mit dem langen Ball auf Außen gelegt. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Beide waren mal in der vorderen Posi, haben gepusht. Beide waren aber auch mal in der hinteren Posi und haben die Position dann auch gehalten. Ja, ich habe eine Szene gesehen, wo keiner mal in der richtigen Position war. Ansonsten war immer jemand in dieser Sechser-Position in der Tiefen. Ja, das war ein sehr, sehr gutes Zusammenspiel, ein gutes Abwechslungsspiel. Beide haben aber auch sehr, sehr viel dazu beigetragen, das Spiel zu eröffnen, das Spiel zu gestalten, was auch nötig war, weil Lennart Kahl auf der Zehnerposition maßlos überfordert ist und war, wie eh und je. Von daher mache ich das heute in einen Abwasch hier mit Leon und Josh. Das war für mich heute auch beide Note 2. Ihr merkt, ich bin heute ein bisschen milde gestimmt.
Trotz der vielleicht ersten halben Stunde, die vielleicht nicht so gut war, aber das war heute von beiden sehr, sehr gut. Ja, das hat mir richtig gut gefallen im zentralen Mittelfeld. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, zu der Hochzeit, die beide mal hatten auf dieser Posi. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, dass Leon erst jetzt dahin kommt wieder, ja, wo er mal über Jahre lang war. Aber schön zu sehen, dass Josh mal wieder seine Leistung ein bisschen stabilisiert. Ja, die letzten Wochen waren nicht so einfach für Josh. Heute war das wirklich gut, ja. Wie ich schon sagte, auch diese tiefe Position dann zu halten, ja, dass, wenn Leo nach vorne geht, dass er hinten war und umgekehrt. Das war gut, sehr gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gut, weiter geht die wilde Fahrt. Kommen wir zu Serge. Serge hat mal wieder seine Tore gerettet heute, aus meiner Sicht, ja. Aber natürlich ein Offensivspieler oder ein Außenstürmer wird natürlich anhand seiner Toren gemessen. Und von daher gibt es von meiner Seite die Note 2. Ja, nur die Note 2 könnt ihr euch wieder gönnen, könnt ihr Statistiken raussuchen, ist mir scheißegal. Für mich war Serge Gnabry mit 'n Grund, warum die erste halbe Stunde wirklich so schwierig war, ja. Wenn ihr euch mal die erste halbe Stunde anschaut, ey, dann ich habe noch nie Luis Diaz so sehr vermisst. Also, da hat man gesehen, was das für 'n Unterschied ist, ja. Serge vom Speed her viel zu langsam, ja. Die Rückwärtsbewegung fast nicht gegeben. Ähm, Wie gesagt, die beiden Tore haben ihn gerettet, was die Benotung angeht, und natürlich auch ist das natürlich auch wichtig für die Mannschaft so, ja, nicht falsch verstehen. Das 2:0 war super wichtig von Serge. Das hat Union auf jeden Fall direkt mal den Zahn gezogen kurz vor der Pause. War jetzt auch kein schönes Tor, aber er war da und hat das Tor gemacht. So, und das ist ja, was 'n Gnabry diese Saison auszeichnet, ja. Wenn er spielt, spielt er meistens, wenn wir das mit unseren anderen Offensivspielern vergleichen, schwach, aber er macht die Buden, so, ja. Und deswegen, das war gut. Ja, für Serge Gnabry-Verhältnisse war das heute auch 'n gutes Spiel. Nichtsdestotrotz bleibe ich nur bei der Note 2, und 'n Michael Olise und 'n Harry Kane, die nur ein Tor geschossen haben, werden 'ne bessere Note haben. Das kann ich schon mal sagen, ja. Aber es liegt halt einfach daran, was man für Ansprüche hat und was man vielleicht erwartet. Also, Serge hat 'n gutes Spiel gemacht, 2 Buden gemacht. Grad das zweite Tor fand ich mega gut, weil einfach mal, jetzt mal ernsthaft, aus der Distanz, ja, musst du einfach mal Vollspann à la Lothar früher, einfach rein das Ding, ja? Der wird schon einschlagen, und genauso ist es ja gekommen, ja? Das hat mich sehr gefreut, dass man auch mal einfach den direkten Weg nimmt. Ansonsten, Serge hat mir zu oft diesen Sicherheitsball immer auf Kimmich gespielt. Ähm, Zu oft aber auch dann den besser platzierten Heavy übersehen, ja, zu eigensinnig gewesen, viele Schüsse genommen, die einfach Müll waren. Wie gesagt, die beiden Tore haben ihn rausgerissen, meiner Meinung nach. Das völlig zu Recht, ja. Du musst, wenn du Offensivspieler bist und machst 2 Tore, dann hast du 'n ordentliches Spiel gemacht. Punkt. Gut, dann sind wir bei Lenny. Ja, Lenny hat ein schwieriges Spiel gehabt heute. Wie gesagt, auf der Zehnerposition gefällt er mir null. Ich kann mit ihm auf der Zehnerposition nichts anfangen. Er ist in meiner Meinung nach dafür maßlos überfordert. Das Spiel heute hat das eigentlich perfekt gezeigt. Ja, jedes Mal, wenn Lennart Keil auf der Zehnerposition war, hast du ihn nicht gesehen. Ja, kein Einfluss auf das Spiel. Wenn dann der Wechsel stattgefunden hat, dass Michael auf die Zehnerposition gegangen ist und Lennart Keil außen war, hast du ihn direkt wahrgenommen im Spiel. Ja, auch seine große Chance, die er hatte, und auch der Schuss vorher, den er hatte, war alles über diese rechte Außenseite, ja, und nicht über die Zehnerposition. Ähm, Vielleicht sollte man Lennart Kahl vielleicht auch mal auf der linken Seite ausprobieren. Ja, aber ja, da ist die Situation auch nicht anders. Versuch mal an Luis Diaz vorbeizukommen, wenn er nicht gesperrt ist, ne? Frag mal Serge Gnabry, wie das ausschaut. Und ansonsten, Michael ist natürlich eine Maschine über die rechte Seite, ja. Deswegen kann ich das schon verstehen. Aber Michael hat es auch sehr, sehr gut in der Zentrale heute gemacht, kommen wir gleich zu. Also, Lenny sehr durchwachsen. Das Tor, die Chance muss er natürlich machen, ja, das muss man erwarten. Ist ihm vielleicht ein bisschen verrutscht, vielleicht wollte er es zu genau machen, keine Ahnung. Ist aber auch nicht schlimm. Da wir heute ja einigermaßen gnädig sind mit den Spielern, ähm, bin ich bei Lenny bei 'ner 3,5. Wie gesagt, die Minuten auf der Zehnerposition waren ja nicht zu sehen. Auf der rechten Außenbahn war es ordentlich, aber auch jetzt nicht überragend.
Muss man aber auch nicht erwarten von ihm, nicht falsch verstehen. Alles ist gut. Gut, damit kommen wir zu Michael. Ja, über Michael brauchen wir heute gar nicht diskutieren, Alter. Michael war heute Note 1. Aber sowas von. Der hat so viel Spielfreude ausgestrahlt. Nochmal, der hat unser Spiel heute komplett getragen, ob über die rechte Seite, ob auch wenn er in der Zentrale war er immer in Bewegung, immer anspielbar, immer Spielfreude, ja, 1, 2 Zauberstückchen rausgehauen. Egal ob mit Conny Leimer über die Seite, der immer da war, ob mit Stunny über die Seite. Das Zusammenspiel war super, das hat super geklappt. Hat auch oft genug versucht, Harry Kane zu finden. Ähm, Hat sich seine Dinge auch alleine genommen, die er sich nehmen muss. Ja, hat überragendes Tor gemacht. Ja, Note 1. Aber sowas von, ja. Ohne Wenn und Aber. Gut, dann kommen wir zum menschelnden Harry Kane heute. Harry Kane kriegt trotzdem eine bessere Note als Serge Gnabry. Er kriegt von mir die 1,5. Warum? Weil er den Lupfer nicht gemacht hat. Ja. Und in der ersten Halbzeit hat er noch eine Riesenchance gehabt, die er nicht gemacht hat. Da hatte man schon so Dinge, oh, Harry hat heute keinen guten Tag, um Tore zu schießen. Aber was er wieder eingeleitet hat, ja, was er eingeleitet hat aus einer tiefen Position heute. Leider wurde er auch von Lennart Kahl heute 2, 3 Mal übersehen, nenne ich es mal. Ja, genauso wie von Serge Gnabry. Ich glaube, sonst hätte Harry noch sein zweites oder drittes sogar gemacht heute. Aber Harry hat natürlich heute in 2,5 10 Menschlichkeit gezeigt, indem er die Bude nicht gemacht hat. Aber er war so viel wichtiger für unser Spiel, für unseren Spielaufbau, für unsere Spielgestaltung als Serge Gnabry. So, das soll gar kein Hate gegen Serge sein. Nochmal, Serge hat ein gutes Spiel gemacht, Note 2 von meiner Seite, 2 Buden gemacht. Aber wenn man das große Ganze sieht, dann war Harry Kane natürlich einen viel größeren Einfluss auf unser Spiel gehabt heute. Meiner Meinung, jetzt müsst ihr wissen, was für euch wichtiger ist. Ich habe auch gar kein Problem damit, wenn ihr Serge Gnabry als Spieler spielt seht oder findet, dass Serge Gnabry heute die Note 1 verdient hat. Bei 2 Toren ist das natürlich ein Argument. Wie gesagt, für mich waren Ulisse und Harry heute trotzdem stärker in der Offensive. Gut, damit kommen wir natürlich noch zu den Einwechslungen. Da muss ich sagen, fangen wir mit Rafa Guerrero an. Das ist auch schon die enttäuschendste Einwechslung, die da war. Vielleicht finde ich ihn auch noch, da ist er. Den können wir auf jeden Fall noch benoten in der 61. Minute. Das war gar nichts. Das gibt von meiner Seite die Note 4,5, ja, weil wir heute ein bisschen gnädiger sind. Das gab einen kompletten Bruch in unserem Spiel, wenn man ehrlich ist. Ja, nachdem Guerrero drin war, haben wir einen Bruch im Spiel gehabt, in der Offensive. Ja, wir hatten nicht mehr diesen Zug. Ja, wenn da nochmal was ging, dann ging es nur über Michael, über Außen. Durch die Zentrale ging gar nichts mehr. Ja, da hat mir das vorher auf jeden Fall besser gefallen mit Lennart Kahl über die rechte Seite und Michael durch die Zentrale. Schade, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet von Rafa Guerrero. Das war gar nichts. Ja, das war sehr enttäuschend. Gut, dann kommen wir noch zu Tom. Tom war solide, würde ich sagen. Ja, man hat ihn wahrgenommen auf jeden Fall, hat sich 2, 3 Mal eingeschaltet ins Offensivspiel, auch über die zentrale Position. Auf der Außenverteidigerposition, ja, Union hat nicht stattgefunden. Ja, das muss man mal ganz klar sagen. Von daher gibt es eine solide Note 3 von meiner Seite für Tom. Ja, damit ist er gut bedient, denke ich. Den Rest können wir nicht wirklich bewerten. Hat mich gefreut, dass Ito nochmal 20 Minuten bekommen hat, ja, auf der Innenverteidigerposition. Hat es ordentlich gemacht. Wie gesagt, der Maßstab, der ist heute nicht gegeben, weil Union nicht wirklich nach vorne gespielt hat. War 2, 3 Mal in der Szene, wo er auch eingreifen musste, hat das ordentlich gemacht. Ich habe da auch gar keine Kopfschmerzen mit Ito auf einer Innenverteidigerposition. Das war völlig fein. Ja, und dann haben wir noch unsere beiden Jugendspieler gesehen für 5 Minütchen. Osmani und Cardoso. Lass mich gucken. Ja, das war auch völlig fein. Beide haben noch ein bisschen Ballkontakte gehabt. Beide waren drinne und war nochmal ein kleiner Bonus für die Jungs. Was völlig fein ist, was schön zu sehen ist. Und ja, das war das Spiel gegen Union Berlin, Alter.
Ja. Nicht wirklich ein Gegner auf Augenhöhe. Muss man leider, was heißt leider, muss man halt einfach so sagen. Gut. Ja, jetzt ist Länderspielpause. Das heißt für uns, es geht am 4.4. erst weiter. In Freiburg, dann in Real Madrid und dann auf St. Pauli. Das ist unsere englische Woche, mit der wir reinstarten. Und dann ist natürlich schon das Rückspiel zu Hause gegen Real Madrid. Ein Heimspiel gegen Stuttgart und dann das Halbfinale in Leverkusen. Ja. Zum Abschluss haben wir dann natürlich noch ein Auswärtsspiel in Mainz. Das ist unser April. Ja, der hat's in sich, oder? Der hat's in sich. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, gegen St. Pauli werden wir auf jeden Fall eine B11 sehen. Das Spiel zwischen Real Madrid, ich bin gespannt. Beim SC Freiburg wird natürlich darauf ankommen, wer wie auch von der Länderspielreise zurückkehrt. Daumen drücken, hier auf sämtliches Holz geklopft, dass keiner mit irgendwelchen Wehwehchen aus der Länderspielpause zurückkommt. Und gerade weil der ganze Bums nur Freundschaftsspiele ist, ich kann mich da immer nur wiederholen, es ist eine absolute Farce, dass um diese Saisonphase Länderspielpause gibt mit Freundschaftsspielen. Das ist eine Vollkatastrophe. Ja, also, das ist eine absolute Vollkatastrophe. Ja, für alle Mannschaften. Also, es ist völlig sinnbefreit. Aber gut, es ist, wie es ist, müssen wir mit umgehen. Für meinen Kanal hier vielleicht als Info, ja, ich werde mal schauen. Ja, das heißt natürlich ein bisschen Pause. Vielleicht werde ich die Zeit finden, zu ein, 2 Themen noch mal 'n Video zu machen, wo ich's mal ein bisschen sachlicher runterbringe zum Thema Fahr. Hätte ich ein bisschen was zu sagen, vielleicht zu dem einen oder anderen Thema. Schauen wir mal. Lasst euch überraschen und wenn nicht, dann nicht. Dann habt ihr ja ruhige 2 Wochen. Sind's überhaupt 2 Wochen? Nicht ganz, oder? Ja, doch, 2 Wochen. Wir schauen mal. Es wird mit Sicherheit das ein oder andere kleine Video hier auf dem Kanal kommen, Leute. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Restwochenende. Habt einen schönen Sonntag. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bis dahin. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.